Adesso in nostra lounge d'intervista, questa è con un quarto da Breitbild, ein Viertel von Breitbild, Valerio Priuli. Willkommen. Buenos Aires. Buenos Aires. Yes. Also, ihr seid heute Headliner. Donnerstagabend, Schweizer Abend. Es ist das 5. Konzert am Open Air Lumnezia. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut, ich freue mich mega auf das Konzert, wirklich. Es ist eine wunderschöne Kulisse, wie immer natürlich, aber wir dürfen einmal am Abend spielen und das ist besonders speziell, weil einfach die Bühne anders wirkt mit dem Licht und allem und von dem her muss ich sagen, ich freue mich wirklich sehr drauf. Ja. Aber so nach 5 Konzerten kann man doch sagen, sind schon ein bisschen alte Hasen da am Open Air Lumnezia. Ja, Oder gibt's tatsächlich. immer noch ein bisschen? Ja. Also, aber jetzt haben wir schon länger nicht mehr gespielt, aber ich bin gerade vorher noch am alten Glam vorbeigefahren. Früher war es Lumnezia ja am anderen Ort. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als wir dort gespielt haben, musste ich mein Zelt noch in der Schräge aufbauen. Das war ein 20-Franken-Zelt aus dem Manor. Und es hat durchgeregnet die ganze Nacht. Dann haben wir ins Zelt reingeregnet und ich bin immer ins Wasser reingerutscht. Und am nächsten Morgen haben wir um 11 Uhr ein Konzert spielen und ich praktisch kein Auge zugetan. Plus hat der Jimmy Cliff am Abend vorher noch gespielt und wir haben, ja. Von dem her ist es ein schwieriges Konzert gewesen, und heute sind wir natürlich ein bisschen professioneller unterwegs, zum Glück. Ja, das ist spannend, weil ich habe mir das aufgeschrieben. 2004 ist das. Ist es gewesen? 2004, Jimmy Cliff, okay. Ice-T ist dabei gewesen, Lyrica Ice-T? Sanales. Ja, genau. Aber dort hätte man noch mögen, auch ohne Schlaf das machen, oder nicht mehr? Hey, ja, das ist wirklich eigentlich gut gegangen, wenn man dann mal wach war. Ja. Nein, aber es war super schön gewesen, ja. Jetzt sind wir aber da in einem doch imposanten Backstage. Das ist schon auch ein anderer Auftritt auch für euch. Ja, also das Open Air hat sich gewandelt, ist mega erwachsen, professionell geworden, es ist mega beeindruckend, was alles gemacht worden ist in all diesen Jahren und wir haben probiert, ein bisschen Schritt zu halten damit, ja. Ja. Das sehen wir dann, wenn wir es geschafft haben. Ja, auf das kommen wir sicher noch zurück. Genau, ja. Du hast vorher den Jimmy Cliff angesprochen, 2004, vielleicht jetzt im 2023. Gibt es da auch Acts, wo dir irgendwie aufgefallen sind, die du auch gerne sehen würdest? Ja, ich hätte heute die Opening Acts mega gerne gesehen, die ersten 2, aber wir sind ja immer so, ja, wir haben als erstes einen Soundcheck gehabt, dann musst du relativ früh da sein. Und dann ist für mich persönlich mega wichtig, dass ich am Nachmittag noch mal runterfahren und 2 Powernaps machen, was ich jetzt 2? gemacht habe. Ja, einen am Anfang des Nachmittags und einen am Ende des Nachmittags. Okay, also aber 20 Minuten, oder? Klassischer Powernap? Klassischer Powernap, 20 Minuten, genau. Okay, ja, stark. genau. Und darum habe ich sie nicht gesehen, aber die hätte ich wirklich gerne gesehen. Ja. Genau. Ja, am Anfang muss man abwägen, gell? Ja, genau. Ja. Nein, das ist ja nicht böse. Genau. Und morgen bin ich sicher auch noch mal da am Umschauen. Ja, genau. Ja. Jetzt ist es so, letztes Jahr haben ja Lyrica Sanales ein grosses Abschlusskonzert gehabt. Ist das für euch vielleicht auch das letzte Mal Lumnezia oder greife ich da schon zu weit? Hey, ich weiß es nicht. Es hätte ja letztes Mal schon das letzte Mal sein. Was war es? 2018 glaube ich, oder? Das habe ich jetzt Ja, ich glaube 2018. Das ist eine gute Frage. Was uns ein bisschen, was wir schon von Anfang an uns vorgenommen haben, ist, dass wir nicht mega über ein einzelnes Projekt heraus planen. Also wir haben auch bei unserem Album, das wir gemacht haben, und auch bei unserer ganzen musikalischen Reise, die wir jetzt zusammen gemacht haben, wir haben immer sehr projektbasiert geschafft. Das heisst, wir haben gesagt, jetzt machen wir ein Album und dann Konzert und so. Und das haben wir eigentlich beibehalten bis jetzt. Oder? Also wir sagen nie, es ist irgendwie ein Abschlusskonzert. Oder wir sind jetzt zumindest bis jetzt nicht. Und darum gehen wir so wie, probieren mit dem Flow zu gehen. Okay, so das heisst, man kann auch noch hoffen auf ein neues Projekt, wenn man dem so sagen darf. Auf neue Musik? Ja, das ist nie ausgeschlossen. Ja. Okay. Aber genau. Es gibt heute... machen wir uns keine allzu grosse Pläne sozusagen. Ja. Okay, also, aber für heute gibt es einen ganz konkreten Plan und das ist etwa 90 Minuten oder über eine Stunde sicher eine geballte Ladung Breitbild, Musik aus fast 25 Jahren. Wie tut man da auswählen, so eine Setlist? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben den Sam Sen, unseren musikalischen Direktor zum Glück, der wirklich das mega gut macht und professionell. Und wie tut man auswählen? Das ist wirklich spannend. Also, wir sind uns natürlich auch nicht immer einig. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte zum Teil ein bisschen andere Schwerpunkte gelegt, was natürlich cool ist, dass man recht viele Songs hat zum Auswählen. Wir spielen sicher die Lieder, die die Leute so in dem Sinn von uns kennen und wahrscheinlich auch wegen denen sie zu unseren Konzerten kommen. Und dann haben wir uns aber immer die Freiheit, auch Sachen neu zu interpretieren, weil das brauchst du schwer, um einfach selber auch dich darauf zu freuen. Oder? Also musst Lieder können neu interpretieren, neue Sachen schreiben, die auch nicht veröffentlicht sind und können aufführen.
Und dann gibt es natürlich auch Texte, die wirklich mittlerweile schon 20 Jahre alt sind, die einfach auch nicht mehr präsentieren willst und die fallen dann raus. Und in der Regel Es meldet gibt sich ganz dann viele Leute, die niemand. wegen euch da sind, das habe ich heute gehört. Vielleicht noch ganz kurz, könnt ihr da noch rumlaufen, ohne dass Leute alle etwas von euch wollen? Ohne Problem. Ohne Problem. Ohne Problem. Wunderbar. Hey, wir freuen uns. In gut 2 Stunden geht es los für euch. Merci vielmals, Valerio Briuli. Der Breitbild noch an der Wand.